Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Episode Filmlift. Und wie immer, wenn euch das Format gefällt, dann denkt dran, schreibt ein Like zu lassen, zu abonnieren und noch zu kommentieren. Und dazu noch ein großes Merci an Kinepolis zur Unterstützung von diesem Video. Das Gehirnlabs für euch dabei, was wahrscheinlich nicht so leicht zu verdauen ist. Heute geht es um den Film Tenet. Für mich ja, hat diese Krieg, denn ich glaube, das darf man. Ein CIA-Agent gibt bei seinem Einsatz bei einem Terroranschlag enttarnt und überwältigt. Sogar einer Folter will nicht seinen Kollegen verraten und bringt sich selber um. Mengt ihn ob man's. Aber wirklich geht es dazu einen Test gehört, wie bei einer geheimen Organisation heranzukommen, für den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Und zwar tauchen immer mehr Gegenstände aus der Zukunft auf, die sich sich bewegen. Sogenannten invertiert Gegenstände. Und auch genauso Waffen sie gerade am Umlauf. Also gilt es herauszufinden, wen das Waffen an Umlauf bringt. Wen da lo hinter dieser ganzen Geschichte sticht, aber wer als Protagonisten dat lo hinkriegen, das sieht alles am Kino bei Tenet. Okay, also bei Tenet ist es mir ziemlich schwer gefallen, das Ganze zu kritisieren. Das liegt schon mal darunter, dass wir wahrscheinlich manch einer Leute auch den Film nicht zu 100% verstanden haben. Okay, also Tenet ist mal das neueste Werk vom Regisseur Christopher Nolan. Den kennen wir ja schon von so Filmen wie Interstellar, Inception oder auch The Dark Knight. Aber wie wir das schon bei Inception und Interstellar gesehen haben, können seine Filme schon mal ziemlich komplex gehen. Und ich ging mal so, mit Tenet wird das Ganze auf die Spitze gebracht. Ich komme mal als echt zu den Delen, die mich begeistert haben. Und zwar ist Christopher Nolan als Regisseur schon immens gern und somit auch immens viel von seinen Filmen. Und auch an Tenet ist halt ganz klar seine Handschrift zu erkennen. Er hat eine cineastische Bombe aufgeliefert, wen das von Nolan gewinnt ist. Und auch mit imposanten Action-Momenten. Dazu mit einer enorm treibender Musik und mittrappende Kamerafahrten. An diesen Punkten ist dieser Film einfach ein Meisterwerk. Dazu haben wir einen Cast, den auch im Nolan-typisch wie falsch auf da passt. Hier hat man zum Beispiel den John David Washington, den als Protagonist spielt. An dem steht auf einen sympathischen und entspannter Weise, so dass ihn den Agent absolut aufgeht. Aber genau nämlich das ist hier auch mit Robert Pattinson. Ich war eigentlich nie ein großer Fan von Robert Pattinson, aber an Tenet wird eine gewisse Wette kommen. Er wirkt auch noch so, wie wenn er eigentlich den einzige wie an dem ganzen Cast, den irgendwie verstanden hat, was da lebt. Melo muss ich dann einfach mal zur Geschichte kommen und auch zu meinem großen Dilemma. Weil ich kann nicht wirklich beurteilen, ob die Geschichte wirklich gut geschrieben war. Weil wenn ihr nicht alles zu 100% verstanden habt, weil sie noch nicht auf Logiklücken da sind. Was ich aber mal so kann, ist, dass mich die Geschichte zu all Sekunden bei der Stange gehalten wird. Das Ganze hängt vielleicht auch mit der Thematik zusammen. Weil so Zeitreisegeschichten, ja, da kann ich sich mal gerne Widersprüche verfängen. Und ich hatte während der Geschichte immer das Gefühl, es wäre immer ein Schritt hinten wie die Protagonisten nicht sind, sodass ihn immer probiert, das gerade passieren zu verstehen. Das Ganze fühlt sich an wie ein Mathekurve, wo ihn irgendwie nie verstanden hat, was gerade passiert. Und immer da, wenn ihr meint, es weiß nicht, was lebt, da lässt der Film ihn immer eine Lach fallen. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass der Film einen auf verschiedenen Aspekten nicht genug erklärt wird. Es waren einfach zu viele Sachen noch passiert, die einfach so hingeholt wurden. Und durch den ganzen Trubel sind sie dann noch später hinter weiter groß abgefahren. Aber wie gesagt, ich will die Geschichte auch nicht als Anin holen, weil der ganze Film muss ich mal vielleicht einen zweiten oder sogar einen dritten K.O. gucken. Als komplett Fazit kann ich aber da sagen, es ist nicht der beste Film, den Christopher Nolan gemacht hat, aber es ist aber ein Film, den ihn nonstop bei der Stange hält und fordern will. Dazu sind permanent großartige Momente am Film, die einem später hier noch lang werden am Kopf hängen bleiben. Und ist das nicht etwas von den wichtigsten Punkten, die ein Film machen muss, eng am Kap hängen bleiben. Mir holt dich auf jeden Fall genug Zeit mit. Wenn man 2 Stunden 30 Minuten aus der Film auf alle Fälle nicht zu kurz. Aber es ist ein Film, den unbedingt am Kino muss geguckt werden. Mir wie gesagt, dabei ihr habt ihr den Film wirklich zu 100% verstanden oder habt ihr gar nicht durchgeblickt? Erzählt mir gerne in den Kommentaren. Und denkt dran, wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like dort zu lassen, zu abonnieren und noch zu kommentieren. Und dann ein großes Merci an Kinepolis für die Unterstützung von diesem Video. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Tenet. Tennis. Last time it was no tennis. One of these bullets is like us, traveling forwards through time. The other one's going backwards. Can you tell which is which? How about now?
does it feel so strange? You're not shooting the bullet. You're catching it. Whoa. I done went back in myself, felt like hell. Work, I risked it, pace yourself. How you living? Know you thrilling off a sinning. How I got my stripes and business backing out in the street. When it's wild, let it be. Rages out, gotta eat. Not a vibe, but away with the sound. By the way, counting down by the days. Who's the American? He seems nice. I invited him to the dinner. Who's good with fists for a diplomat? There are people in the future who need us. You got something. Not gonna like it. Time isn't the problem. Getting out alive is the problem. Close the opera. Hit the red and blue outside, I think our options up. I'm a random map, I had to line it up. I be swerving on the waves, it's like a line of up. Moving first on my turf, I'm out of line. I put in work, I draw the line and cross it first. I need the time, I need the search. It's just like one and make it work. Skirt, skirt, in a bird, skirt, skirt. You have no idea what you're getting yourself into if you go through that door. It's slow motion when I dance. Well, I'm going, so any tips will be welcome. Ain't no time on facing scams. Tennis. What do you think we're seeing? The detritus of a coming war. You want to crash a plane? Well, how big a plane? That part is a little dramatic. Last time it was no tennis. Rated PG-13.